genug für uns. Uns fehlt nicht noch mehr, wir sägen nicht, für was das Wort bezieht, Jesus, aber in seinen Kreuz, in seine Kraft, du fing wie was uns fehlt. Und so werden wir das Leid taub lernen und singen von wovon großer Rade wir haben. Das hat genug für mich. Lewe all dort weiten, die Grund so vollen frei. Ich weet dat Jesus raadt mij en dat je nu voor mij. O wundervolle Radung, von Sinn mehr kein mich frei. Ich weet dat ich je raad zie en dat je nu voor mij. Halleluja. Dort piets van die rade en dat je nu voor mij. Yeah. Halleluja, China grata. Halleluja, Wort van rada. Oh, du juist die zelfs bergen und dort kriegt die sin bloed zo weervol. Schild uit op Golgotha, haalt de kroop van mijn adem en doet je nieuw van mij. Amen. Jesus, wir danken dir für dein Opfer, du und Kreuz. Ich danke dir, dass du genug hast für uns, Jesus. Wir dürfen nicht noch das für gut segen. Das für sein, was wir finden können, Verratung, aber wir finden alles in dir, Jesus. Halleluja. Wir heben dich ab, wir singen Halleluja für dich, Jesus. Du bist uns Radar. Du bist uns Herr. Und wir loben dich nun, Jesus. Dankeschön, dass du mit uns bist. Wir sind in Altar von Twenje.
Stein. Doch hast du Fried, wann wir Opfer bringen. Du hast den Himmel, dort hast ihn Hus. Aber du lebst und du leid wie sie. Den duizend Engel sind um den Thron. Sie bringen Preis ohne Eng für dir. Doch Halleluja von alle hier. Trotz deinen ganz liebste Melodie. Wer wird singen, Joy? Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und wann dort wir dort am Handy brennt, ne kleine Flamme wird ich schwarze sein. Ich word ihn Opfer beholen haben. Ich word mich holen und ihnen leid. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. 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 Amen. Jesus Christi, beste Kraft, all thy presence deep in eigen kjær. Halleluja, von alt det er, all thy presence deep in eigen kjær. Jesus Christi, beste Kraft, all thy presence deep in eigen kjær. Halleluja, from nothing, all thy presence deep in eigen Oh, wundervoll ist der Dag fortjämt, ja, wo jeder Knie färdig behen wird. Aber vi lurer nicht bei Janem da. Men all her gis du en hans Vi sing Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vi sing Halleluja, Halleluja,
So neem een minuut en lucht aan van denk wat hij in dein Leben gedaan heeft. Sing halleluja, halleluja, halleluja. We sing halleluja, halleluja, halleluja. We sing halleluja, halleluja, halleluja. We sing halleluja, Wenn wir das Lied singen, ich glaube, dat manchmal dann holen wir uns te leeg. En wir aan een stoel en we zeggen, keiner gleicht uns en keiner ist mir gut. En maar ons is het niet. En ik heb zoveel Fehler gemerkt in mijn leven. En van waar ik kom, dat helpt zo weinig aan. Dus dat helpt ons niet aan met mij. Wenn wir das Lied singen, wir sagen, das sind 10.000 Engel, Rama Gott sehen, trauen, die singen alle. Und sagt er danach gleich, dass wenn die Halleluja singen ab ihr, das ist die schönste Melodie für mich, singen wir. Das ist, was Gott sagt. Er sagt, wenn wir singen alle Tauben, wir singen Halleluja von hier, er gleicht dort. Er ist die Gott und er gleicht, wenn wir singen dann. Und so vielleicht hast du von der mitgedacht und mitgesungen, Halleluja, Halleluja, hiervon ab ihr, wir sind die Gott, wir loben ihn, wir danken dir, Jesus. Und er gleicht dort. Und er ist die Gott, er gleicht die Träg. Er rechnet das sehr viel, wenn wir jetzt in Anbetungszeit sind. So wenn wir das wegnehmen von uns, wo wir so denken, das hält nicht an von mir. Gott, ich kicke rauf nach die. Und nach uns hier von der, wenn wir hier singen, er sagt, das gleich ich. Das verarmt uns und scheint ja auch, wenn wir am Anbeten. Wenn wir sie über Tau merken, wenn wir so einmal zu anbeten, er kickt nach die, er ist die Gott, du bist, was wir zu arm. Und er rechnet das, wenn du am los für die Dinge, was erreicht gehen. Vielleicht sagst du von der, da sind so viele Dinge in meinem Leben, was da erreicht gehen. Da etwas zu sehen und denken an die Dinge, was alle noch erreicht gehen. Da sind so viele Dinge, was erreicht gehen in deinem Leben. Und Gott gleicht das, wenn du am Lob und Dank gibst. Dankeschön, Jesus. Dankeschön, Gott, dass wir die können anbeten. Wir können die singen hier von dieser Erde. Aber der Tag, der kämpft, wo alle Knie waren für die. Und wir kicken verweg für den Tag, because wir wissen, dass wir sind geraten, wie wir für die können stehen. Und du hast uns frei gemacht, Jesus. Dankeschön dafür. Wir loben dich und danken dir für alles, was du uns leben lässt und all die Singen und all die guten Dinge, die kommen. Für die Freiheit, die wir haben in diesem Land. Dass wir hier können in Worship sein, in Gebet sein, in Kirche hast du. Dankeschön dafür. Help uns bis, dass wir das Wort, was wir achten von dir, und dass wir, wenn wir hier rausgehen von dir, wie wir verändert sind, und wie wir das Licht lassen darf, wie wir mit Menschen reden, was deine Leib zu viel sind. Dankeschön, Gott, dass du uns so gut bist. Ja, uns wieder dein Segen gelassen hat, sodass wir in Wort gehen in Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hey, das ist so gut, dass die hier sind. Ich kann jeder einer von Ihnen willkommen. Ich freue mich, dass die in Lebenswasser sind. Ich kann Ihnen toll sagen, wir haben besondere Sonntag von dir. Bloß haben besondere Dinge, was wir wollen tun. Wir haben die letzte Zeit gesagt, dass die können Members waren, Glieder waren hier in dieser Kirche. Und so wir als Elders haben mit einem Teil von den Menschen geredet. Wir haben zwischen 60 und 70, ich weiß nicht korrekt, das Nummer Members, die hier wollen beigehen. So diese Sonntag von der und nächste Sonntag, wo wir die Gliederschaft abgenommen haben. Und Pastor Steve heißt uns leitender Prediger und er wird in Segen sprechen. Klipp mit mir von diesem Festal. Pastor Steve. Amen. Hey, ik wil voort zo al die opkrijgen wat nieuwe glieder worden. So, wenn je hier sind, je gaan met ons taubt gekomen, komt niet bloos nap. Ik wil vertellen, aber komt nap, al je nieuwe glieder. So, ik kan voort nap komen. Ik wil vertellen, ja, du bent samen, komt wel ik nap. Wir freuen uns, wenn wir neue Glieder in der Kirche kriegen. Und wir denken immer an Psalm 92, Vers 3 Tieren, die 6. steht, und 4 Tieren. Die Gerechten wurden grün aus einem Palmbaum. Die wurden so wachsen aus einem Zederbaum auf den Lebanon. Die sind im Herrn sein Haus geplant und wurden in Gott seine Verheb grünen.
Wat jy zeggen, God zijn huis geplant. So komt hier bloß alle op. Dit zijn lied wat zich entscheid han, wie worden en dit huis geplant zijn. En so dit is een grotere groep, komt bloß alle op. Worden ruim ving voor junt. En so dit is niet de ganze groep, aber dit is part van de groep. Some van ons, wo wir noch nächste Weg sein. Und aber diese Lied haben alle eine Entscheidung genommen und gesagt, wir wollen hier geplant sein. Wir wollen hier mitmachen, wollen nicht bloß mitfahren. Wir wollen helfen, wo wir können, mit uns Zeit, mit unseren Talenten, mit uns Geld, mit unseren Gebeten und Erstattung. Und so das ist eine Gruppe. Wir dachten so, wir wollen nicht Gelegenheit geben, schwind zu sein, wer sie sind und von wo sie kommen. So wir wollen hier fair anfangen. Renee and Yolanda Friesen. All right, Renee und Yolanda Friesen. That's Frank, Susie Reimer. Seine Frau ist nicht hier, sie ist noch mitgeklärt in Kanada, aber Frank und Susie, nee, sie fuhren bloß auf eine Reise. So, sie sind von unseren Jugendleitern. Du von Annie Wieb. Du von Annie Wieb, all right. Peter Neuverfunk. Dankeschön. Jakob und Dina Deck. Dankeschön. Obrom en Leina Niefeld. Dunjel und Maria Blott. Dankeschön. Frank and Susanne Thorsten. Manch und Susanna Peters. Peter und Lisa Fair. Dankeschön. Enrique und Elena Peters. Eben Angelina Newfeld. David und Tina Fern. Ryan de Kreve. Jake P. Betty Wall. Greta Wieb. Jason Alfred. All right, so das ist die Gruppe. Das ist Part von der Gruppe. So, wo wir gleich nicht tun, wenn wir nie Glieder haben, ist, wir gleich nicht hier abzukriegen, was ihr sein kann, wer das ist. Und wir als Elders sind hier, wir wollen den Segen event beten. Und dort sie wollen gesegnete Temporale haben, dort sie wollen gesegnet sein, wenn sie ihre Warteln raufschmieden tun in Gott sein Haus. Amen. Ich würde freuen, dass ihr alle abstehen tun für das Gebet. Wenn wir über diese Gruppe beten. Gott, ich danke dir für diese Gruppe. Ich danke dir für jede Person in dieser Gruppe. Ich danke dir für was du das in ihrem Leben hältst. Und dass du rieren das, und dass du Mut merken das, und dass du was diese Stadt gebracht hast, wo sie bereit sind, zu stoppen, ganz verfall in sein hier sein Eck. Ich sehe in dieser Zeit von ihrem Leben. Ich bete, dass sie wollen diesen Versprechungen beleben, was wir in dein Wort gesehen haben. Doch wenn wir in dein Haus geplant sind, wenn wir hingegeben sind, für was du hingegeben wirst, dann hast du einen Segen über uns, über Guten. Und ich bete dort über Ent. Ich bete für ihre Familien, dass die Ent wirst segnen, für die Kinder, die sie haben, dass sie wollen können abwachsen und glauben an die. Ich bete für ihre Eiheit, dass die Ent wirst beschützen, halb Ent, eine gleiche, gute Eiheit zu haben. Und ich bete für ihren jässliche Gesundheit. Dat zij worden in die woord aankijken. Dat ze worden die hingeran zijn, Jesus. Dat ze worden die nuvalja zijn. En wassen in ihren geloven. En ik bid ook dat die goeven wat ze brukken, wat ze gaan, dat ze die worden wieder brukken hier in de kerk en buiten de kerk. Merk ihre oren op, dat ze kan zijn wo ze die zijn kan en wo ze die zijn kan. We zijn in eind en die noem Jezus. Amen en amen. Amen. We hebben een hand geven. Ja. Vielen Dank schön. Blijf eens een beetje staan geven je. Sorry, blijf eens een beetje staan geven je gaat erom en we reizen samen voorin. En Pastor John, die wordt weer gaan die boodschappen waar hij bijna is. Zo meest wat hij predigt. Good morning. Ja, trying hier bij de kerk, daar ga ik. Ik wil leggen dat je alle wat aan livestream zijn, ook een gerust geven en wie wensen jullie God zijn rekken zijn. Ik heb een vriend
Die kann mich auch nicht leiden. No, bloß, ich kann Freund, oder wie wir ein Freund, was von dir. Ich weiß nicht, wie nach wieder worden sein, wenn ich das was vertalen, aber wenn der ist hier. Aber ich will danach vertalen. Aber ich kann Freund, und der Jahren 3, dann dürfte ich Zeugnis mal bei einer Mana-Konferenz, wo wir hatten. Und er sagt, dass er und seine Frau, sie wären all, ich hatte Jahren 4, aber wir wollen sagen, 20 Jahre befreit. Und wir klatschen alle hängen, und like mal eine Eiheit, 20 Jahre befreit, er sagt, er hat sich noch 10 Minuten gefällt. Und so da wir mal eine gute Eiheit. Und als wir fertig hatten klatschen, dann sagt er nachher an Unja Wuta. Und so hat sich noch 10 Minuten gefällt Unja Wuta. So wir wissen nicht ganz schnell, für was hat wir nicht geklatscht. Wie lange bleibst du leben, Unja Wuta? Ich glaube, die meisten von uns, wir würden vielleicht 2 Minuten, dann würden wir bewusstlos werden. Ich las mal, dass das in der States gewisse Gruppe Soldaten, die nennen sie SEALs, und die machen sich lehren, Unja Wuta sind verweint 6 Minuten, dass ich kann 6 Minuten ohne Atem leben. Aber das muss gelehrt werden. Aber ein Mensch lebt mit einer sehr kurzen Zeit ohne Lauf. Und wir sind in der Reihe Botschaften, was wir nennen Bibel, mehr als Wert. Und wir haben von dem Buch geredet. Dass das Buch, diese Bibel, nicht bloß das Buch, aber die Bibel, die Wörter in das Buch, die sind das Brot. Gott sagt, dass das sonst jässelja Brot. Und wir haben gesehen, dass das jässelja Wuta. Und wenn ein Mensch lebt, vielleicht, I don't know, wenn je Monat ohne Eten, oder wenn je Werk höflich sein, ohne Eten. Ein Mensch lebt, wenn je der ohne Wuta. Aber ein Mensch lebt, wenn je Minuten ohne Lauf. Und so wann das Buch, das dient jässeljet Brot. Und das dient jässeljet Wuta. Und das dient jässeljet Luft. Wo zit het? Und ich sehe den laatst einmal in einer Botschaft, dass wenn wir bloß dann würden eten und bloß dann trinken, wenn wir das würden lesen, wo würde die körperlich looten? Aber wo ist je noch sein? Und weet je, dit Buch, dit is een jässeljet Buch, da habe ich immer wieder von geredet. Dit is een jässeljet Buch. Dit Buch braucht wieder was Fieses sind, aber die Meinung ist jässlich. Und so wie wollen von der Ware so eine Dinge sein, was eine jässelige Meinung dahinter haben. Aber ich will Ihnen dort so ein Hotline, dass das Buch, Gott sein Wort, dat is die jässeljet Leben. Ich meine, wir sind gerade durch den Glauben an Jesus Christus, aber wo leben wir jässlich? Wo eten wir? Wo trinken wir? Was von der Lauf nehmen wir? Und so ist es wichtig, dass wir Gott sein Wort lernen und dass wir Gott sein Wort lesen. Und weet je, die Bibel ist mehr als ein gutes Buch. Ich sehe in laatst in der ersten Botschaft, dass in der Welt von der was gesagt, dass die Bibel, das ist ein gutes Buch, like das sind andere Schreiber in der Welt, was sehr berühmte Bücher geschrieben haben. Und so sie sagen, die Bibel, die passt durch manch. Aber weet je wat, wenn dort alles ist, was die Bibel ist, dann merken wir uns selbst zu Gott. Warum sagen, du bist ein Haus? Und du hast doch 4 Arbeiter, die du schaffen an dein Haus. Jeder einer von den Arbeiter hat sich sein einer Mutband gemerkt. Und einer hat so eine lange Saal, und einer Sohn, der andere Sohn, die haben alle sich selbst ausgedacht, wo lang ein Saal ist. Und ich hoffe, diese 4 Arbeiter da in dein Haus, und einer macht dort, und einer hier, wo würde dein Haus looten? Ich meine, ich weiß überhaupt nicht, dass es ein Haus geben, aber wenn es da ist, da wird das schrecklich schief sein. Und dort wird der Tag so hoch sein, und hier so, wenn hier hat einer gemessen, und dort der andere, und der hat ein Bett, einer Mutband. Das ist, was wir jässlich von der Down in der Welt.
Dat is wat de Welt deed met de Bibel. En zo wanneer we de Bibel ons moedbond van God, wanneer du den te ziet stelst en du zegt, weet je, dit buik, ja, dat is een gouden buik, maar dat is alles wat het is. Dit is God zijn woord. Ik doe zelfs entscheiden wat recht en aardig is. En du brauchst bloß in de wereld rondkijken en weet je krijg waar het huis van jou zit in de wereld. En dat zit scheef en verkeveld en kram. Wenn wir han ons moedbond, wir han Gott sein woord te zien gezet. En zo wanneer ik zelfs entscheiden doe, wat recht en aardig is, ik merk mij zelfs te God en ik doe zelfs entscheiden, dan heb ik zo'n dingen dat ik kan mijn baby doodmerken. Ik kan een onmoralisch seksueel leven leven, wenn ik doe zelfs entscheiden, wat voor mij recht is. En zo wanneer we dit buik te zien zetten, er zijn honderden zo'n dingen van deze dag in de wereld, wo wir scheef gaan, oder wo de wereld verdreht is en de wereld is durcheinander. Ik wil in some andere dingen met Luther zijn, aber wenn dit nicht mehr Gott sein Wort ist, und Gott sein Wort hat nicht mehr Autorität in mein Leben. Und Gott sein Wort hat zu sie gesagt und gesagt, das ist ein gutes Buch, aber das so wie es geht. Und das Buch hat keine Autorität in mein Leben. Das Buch kann mir nicht fair sein, was reich und arg ist. Wenn ich den Weg gehe, dann habe ich mir mein einer Mutbund gemerkt, und das kriegt so jässlich, als wenn wir vorher Arbeiter hatten, was alle einer Mutbund haben, die sind alle verschieden. Und so das ist wichtig, dass Gott sein Wort, das ist Gott sein Wort. Und das ist wichtig, dass wir das klar holen, dass die Bibel, als Gott sein Wort, heuhaft das Reich zu sein, was für mich reich und reich ist. Und welche Lied, wie kann in dieser Welt vielleicht das Buch zu sehen sagen, wie kann in dieser Welt sein, dass ich was selbst entscheiden, was für mich reich und reich ist. Aber wenn es bei Jan Tag kämpft und das kämpft für Gott, dann wird das Buch regieren. Dann wird Gott sein Wort regieren. Dann wird sich das korrekt Glück holen, was ich gesagt habe, was für eine Utrede ich gehört habe, wo ich gelebt habe. Und immer gesagt, weil ich will selbst groß und ich will selbst. Ich sage einmal, wir als Menschen bleiben einmal, wir haben die Welt bin Seele zu holen und wir sind selbst Gott und wir sind aber sehr weit auf davon. Du kannst nicht mal den einen Odem einstellen. Und weißt du, wenn Gott bei einmal den Odem wird aufschneiden, das geht nicht mal 3 Minuten, dann bist du weich. So wenig Kraft hast du. Und so wenig Kraft habe ich. Und so Gott sein Wort, das ist wichtig, die Bibel, das ist Gott geodemt. Von der aus die Botschaft, das ist Gott sein Odem. Wir haben von Brot geredet, von Wuta, von der aus Odem, von der aus Love. Und so die Bibel ist Gott geodemt. Denn 2. Timotheus sagt, dass alle Schrift von Gott gegeben. Dan weet je, dit woord gegeven, wat we plötzlich haben gegeven, übersagt, das meint really geodemt. Und das ist ein interessantes Wort, das sind gewisse englische Übersetzungen von der Bibel, wo das wirklich von griechischen Übersetzungen so ist, das Wort wird sein. Aber in der griechischen Sprache, du hast das Wort. In der Theos, das meint Gott. Das griechische Wort, das meint Gott. Nystos, das ist geodemt. Und in der griechischen Bibel, da sind dabei wieder taub gestaltet, das meint Theonustos. Und so Gott geodemt. God breathed, sagen wir auf Englisch. Und so das Buch, das ist von Gott geodemt. Und das ist wichtig, dass wir da verstehen können, dass das Buch kommt nicht aus Menschen Verstand. Wenn Menschen dort geschrieben haben, und verschiedene Schreiber haben es geschrieben, aber das kommt von Gott, das ist von Gott geodemt. Wir haben ein paar andere Wörter auf Englisch, auf Deutsch habe ich einmal nicht für alles Wörter, aber Gott geodemt, wir haben ein Wort auf Englisch, inspired. Und wir sagen einmal das ist inspired by the Holy Spirit. Like, das ist von dem Heiligen Geist inspiriert, können wir sagen. Aber das Wort inspired, das meint nennen geodemt. Wir brauchen das Wort einmal in das Exisaya, ich vielleicht ungepackt von einem Denk, oder Exisaya abgerecht von Denk, oder ich nehme ein Denk an, dann sagen wir ich inspired, like ich inspiriert. Aber in Wirklichkeit meint das nennen geodemt, das ist das Wort von kommt. Und so wir sagen, wenn wir so begeistert sind von einem Denk, dann sagen wir, das hat uns nennen geodemt, oder like, das ist bloß Wort geworden von uns.
Das andere Wort ist expired. Das meint uitgeodemd. Na, wie brauchen das Wort fertig mit sein, Dinge sind uitgerannt. Den ersten Tag habe ich kurz eten, ich habe einen Stuhl, ein Döschen, und es tun dort an, aber wenn er dort uitrannt, dort haben sie dann ab, dass die dort das Waschmieten in der Nähe haben. Jetzt kocht er dann am aller Schlag aus, bloß sie hat dann dort ab, und das ist die Welt von der Dreht, besonders in Nordamerika. Aber diese beiden wieder inspired und expired, das ist, was Gott getan hat mit dem Wort. Und was Gott hat, das Wort, uitgeodemd von Arm, und dann geodemt in den Menschen, was es geschrieben haben. Das ist, was es meint. Und so, das Buch, das ist von Gott geodemt. Das ist von Gott gegeben. Das ist sein Odem. Das ist sein Leben, sozusagen. Und so, das ist, was die Bibel sagt. In 1. Korinther 2, so sagt er, das ist dort, wovon wir reden. Nicht in wir, der uns die menschliche Weisheit lehrt, aber in wir, der uns der Heilige Geist lehrt. Na, Paulus redet hier, er hat das Evangelium verteidigen, und er sagt, das Wort, was wir predigen, die Bibel, was wir predigen, das ist nicht Wort, was ich mir ausgedacht habe. Das kommt von Gott, durch den Heiligen Geist. Ich habe in euch gefragt, wie viele Bibeln habt ihr in den Heim? Wer hat geteilt? Seid ihr in Hüsse gefahren und haben geteilt, wie viele Bibeln ihr in den Heim habt? Mit ihren Phones, Taub und alles? Aber weiß keiner von ihnen. Die haben eine Bibel, habt ihr euch? Und keiner hat eine Bibel. Stellen uns vor, die haben alle eine Bibel. Wenn wir gelehrt sind, vielleicht in uns Volk, wir sollen es nicht lesen. Aber weißt du, und gedacht, dass wir das nicht lesen sollen, und das ist Gott sein Brot, das ist Gott sein Wutter, das ist Gott sein Odem, und die wird gelehrt, dass du sollst nicht von dort eten, sollst nicht von dort trinken, du sollst nicht atmen. Ich kann euch sagen, ich wollte noch einmal sagen, die Lehre kommt nicht von Gott. Gott will haben, wir sollen sein Wort lesen. Wir sollen sein Wort kennen. Und so, Paulus sagt, das kommt von Heiliger Geist. Petrus sagt, erstens muss ihr dort verstehen, dass keine schriftliche Prophetie, was ist, dass er sich selbst auslegt. Oder wir können auch sagen, dass er sich selbst ausdenkt. Weil Prophetie ist nicht wahr, dass ein Mensch sich selbst ausdenkt, dass wir der Heilige Geist in diese Menschen, die angeben, was sie von Gott schreiben sollen. Und so der Heilige Geist fällt den Menschen. Und weißt du, das ist interessant, dass diese Bibel als menschlich geschrieben sozusagen. Menschen haben an ihr Stil, an ihr Stilo geschrieben. Aber die Wörter wären Gott seine. Weißt du, wenn ich einen Brief schreibe, oder wenn du einen Brief schreibst, die sind ein bisschen verschieden. Wir schreiben ein bisschen verschieden. Jeder Mensch schreibt ein bisschen verschieden. Und so haben wir in der Bibel auch. Die Menschen schreiben ein bisschen verschieden. Aber dort, was sie schreiben, da wird Gott sein Wort. Noch ein Ding, was sehr wichtig ist, wenn wir an die Bibel denken, das ist, dass die Bibel ist fehlerlos. Na, das Wort sagt nicht wirklich, was das auf Englisch sagt. Das englische Wort ist inerrant. Was das meint, ist, dass die Bibel ist nicht fähig zum Ohrech sein. Die Bibel ist das nicht möglich, dass die Ohrech ist. Na, dann können wir sagen, das ist möglich. Aber wenn die Bibel Ohrech ist, dann ist Gott Ohrech. Und dann haben wir Gott verloren und dann sind ich und du selbst Gott geworden. Wenn wir sind die höchste Schöpfung, was Gott gemerkt hat, und so wenn wir die Autorität von Gott wahrnehmen, dazu will ich sagen, dass wenn wir die Bibel zu siedeln, dann bist du selbst Gott geworden, wenn die höchste Autorität ist Gott und du und ihr sind ich und du. Und wenn wir die höchste Autorität zu siedeln, dann merken wir uns als die höchste Autorität. Und so wir sind die höchste Autorität sozusagen in dieser Welt. Und dann merken wir uns selbst Entscheidungen, wie wir uns selbst entscheiden, was reich in Ordnung ist. Und so die Bibel ist inerrant, die Bibel ist fehlerlos. Das meint nicht, dass nicht in das Buch können Fehler sein. Ein Druckfehler oder so was dort. Das ist nicht, was wir meinen mit das. Aber das meint, dass das Wort, was von Gott kommt, dass wir fehlerlos oder dass wir nicht fähig, Fehler zu haben. Und dann wir verstehen, dass ein klein bisschen Deupers bloß, dort hat keine Fehler machen, aber das ist nicht möglich. Oder das ist bloß einfach, das kommt von Gott, das ist der Schöpfer von Himmel und Erde, der höchste Autorität in das ganze Universum. Und so das Buch, das ist fehlerlos. Der Sprecher sagt, all Gott seine Wörter sind fehlerlos.
Und er ist ein Schild für die, die sich ab am verloten. Und so dit Buch, das ist fehlerlos. Das ist Gott sein Wort. Na weet je, wie fing Dinge in der Bibel, wo wir nicht verstehen können? Ich wenn's da. Und dann einmal andere und sagen, weil das kann ich nicht verstehen, so das probably ist nicht so. Und ich habe euch gesagt, dass hier sind Dinge in das Buch, was die Welt uns von der sagt, was wissenschaftlich nicht möglich ist. Aber Englisch würde sagen, scientifically not possible. Like, das ist nicht möglich, zum Beispiel, dass ein Mensch 3 Tage in einem Fisch wird leben. Und das ist so. Das ist nicht möglich. Because du kannst nur ein paar Minuten und ihr wird leben. Und so die Bibel vertelt die Geschichte von Jona, haben wir 3 Tage im Fisch, und dann spiegt der Fisch ihm ut und der lebt wieder. Und in der Welt sagt uns, das ist klar, das ist eine ausgedachte Geschichte, because es nicht möglich. Und wenn sie sind so, die sind reich, das ist nicht möglich. Aber uns Gott hat den Fisch gemerkt, uns Gott hat Oxygen gemerkt, uns Gott kann alles tun, because er ist allmächtig. Und wenn dein Gott aufhängig ist von Menschen, ihre Wissenschaftler, was wissenschaftlich möglich ist, dann haben wir keinen Gott. Und das ist, wo viele Menschen in der Welt sind. Und so sie haben klar, dass das soll immer wieder bewiesen, dass die Bibel kann nicht mal so sein, wenn das scientifically, wissenschaftlich nicht möglich. Und so wie man dann denkt, dass Gott ist ein Gott, bei ihm sind Dinge möglich. Petrus sagt, aber was der Herr geredet hat, bleibt ewig stehen. Und das ist das Wort, das ist gepredigt worden. Weil die Bibel ist nicht bloß fehlerlos, aber der ist ewig. Die Bibel ist ewig. Und so Jesus sagt, so eine Dinge, dass er wird nicht vergehen in Matthäus 24. Himmel und Erde worden vergehen, aber meine wird worden nicht vergehen. Und du sagst, die das eigentlich können entscheiden, das Buch zu sich allein, wenn das outdated sein, von der, von der sagen, wie klicken, wie weit besser wird die Welt schafft, wie weit besser wird es scientifically alles schafft und so weiter. Und so das Buch ist gleich mal so, wenn das ausgerannt sein, it expired, würde wir sagen, das ist ausgerannt. Aber das Wort ist ewig und das rannt nicht aus. Und so Jesus sagt, da wird nicht gut dran. In Jesaja 40 sagt, das groß verdreht und die Blumen verwahlt, aber ans Gott sein Wort bleibt immer stehen. Und so ich und du wollen verdrehen, ich und du wollen alt worden, wir wollen einen Tag sterben, und Gott sein Wort wird immer noch stehen. Und weißt ihr, das stand 2000 Jahre 3, das stand 500 Jahre 3, sonst Mennonitentum sozusagen Anfang, und das bleibt stehen. Und Gott sein Wort ist ewig. Weil wir nicht so denken, dass das ausgerannt, von der weit von mir, von der haben wir alle unsere Science, von der haben wir alle Wissenschaft, und wir haben große Studierende gemerkt, und weißt ihr, die Welt ist entwickelt, so ja. Wir haben Dinge, von der wir 100 Jahre 3 nicht hatten, oder 1000 Jahre 3 träumten sie nicht mal von den Dingen, was wir von der haben. Aber Gott sein Wort wird dann jährlich, das von der jährlich, und das wird dann jährlich sein, wenn Jesus zurückkommt. Gott sein Wort ist ewig. Und das bleibt stehen. In Jesaja 54 sagt, kriegst aus der Regen und das Schnee vom Himmel fallen, und du nicht weiter drei hingehen, aber der Erde wassert, dass das fruchtbar ist und wird lädt, und so zum Säen und Brot zum Eten gibt, so soll mein Wort, und ich rede sein. Na, das ist, was Gott sagt. Das wird nicht ladig nur mit kommen. Das wird dort tun, was ich haben will, und dort tun, wo das gegeben ist. Na, weet je, wie als Predikers, wie dann uns einmal trösten mit das Vers, wenn wir predigen Gott sein Wort, und dann fällt sich einmal so, das halt nicht. Menschen kommen nicht zurück, nein, gehen wir da raus, und das hat nichts zu tun. Und dann sagen wir uns, okay, Gott verspricht, dass sein Wort wird nicht ladig zurückkommen. Aber ich will das von dir ein klein bisschen anders nachchecken. Gott hat gesagt, dass das wird dort tun, was es soll. Gott sein Wort wird dort tun, was es soll. So, nu wollen wir mal sagen, dass du bist eine Person, die das hat zu sie gelegt. Du glaubst das nicht mehr. Na, hofft keiner von uns das hier von dir, aber vielleicht sind sie so, aber in der Welt ist es so, als es dort. Das ist nicht mehr so, das Leben zu sehen. Weißt du was? Gott hat gesagt, dort wird
dat is fehlerloos en dat is eeuwig. En dat wordt dat doen, wat er gegeven is. En zo, du kannst het woord te zien leiden, du kannst het te zien schuiven, du kannst zeggen, ik weet van jou beter, ik heb alle science geleerd, ik heb alle wetenschap geleerd, en dat is uitgeraamd dat woord, like, wie weten van jou beter? Weet je ook wat? Wanneer het eindkomt, dan wordt dat woord te waar staan. Kijk nou wat du ermee te doen hast, wat du erover gedacht hast, of du dat gebruikt hast oder nicht, en als du dat gelezen hast oder nicht, wat zich alle blik blijven op het dien leven, wat gerecht worden, nur dit woord. Gott sagt, wo ich das vergeeft habe, dort wird bestaan. Krijgt es Schnee en Regen, die eet Wasser, die brengt Frucht, so wird das Wort sein, das wird nicht ladig trinken, das wird nicht dreimal dort auf eingestehen, und dann wollen wir sagen, oh, sieht ihr an. Ja, expired. Ist nicht mehr gut. Und das wird gut sein, auf eng. Und die Bibel verspricht uns dort, dass es wird sein. In Hebräer 4, Vers 12, Gott sein Wort lebt. Morgen dort. Das ist ein lebendes Wort. Weißt du, wo wir? Ich habe Ihnen immer wieder gesagt, dass der Gott vom Himmel, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in das Wort, das ist ein Unit. Das hier taub. Das Wort lebt, wenn der Hänger das Wort lebt. Nou weet je, deze Bibel, die leeft niet. Deze Bibel, dat is een doodje papier met tinte aan. Maar de weer dat God hangt deze Bibel, die leeft. En dat is waarin dat woord leeft, dat is waarin dat bestaan blijft, dat is waarin dat op één woord staan. En dat is waarin dat wat autoriteit heeft, te mijn leven rechten en dien leven rechten. Nou weet je, zoals ik je zei, wie zijn geraten en geloven aan Jezus Christus. Maar wat van de christen zijn we? Wat van de kinderen Gottes zijn we? Zijn we zo'n wat doodhongeren en dooddarsten en we nemen never love? Wat van de kinderen Gottes zijn we? En wat je op één van ons leven, dan wordt dat woord staan. En dat wordt je gebleven zijn. En dat wordt zijn wat reich en aardig is. Krijg nou wat ik me uitgedacht heb hier. Krijg nou wat ik gezegd heb hier. Weet je wat? Dit past me niet. Dit baby kan ik doodmaken. Of dit seksuele leven kan ik leven. Of dit drugs kan ik gebruiken. Of dit kan ik doen. Of dat kan ik doen. Because, oh weet je, we zijn in genoeg en zo weer. En zo, ik wil zelfs entscheiden wat reich en aardig is voor mij. Am engem dag, dan wordt dit woord zijn, dat levende woord Gottes, en dan wordt die twee snijden, dan wordt die einsnijden, zoals hij hier sagt. Gott sein Wort lebt und ist kraftig und scharfer als ein doppelschneidendes Schwert. Schwert. Und schnitt durch das Säul und Jas in eindelt. Und die Leder und Morg freileicht. Das Wort rechte Gedanken und Einstellungen und Hort. Aber weet je, das Vers, das ist mir immer sehr interessant, because dieser Weg, dann gehe ich ein bisschen nach Schule, wenn uns Menschen ja Körper, wo die schafft. Und uns Körper schafft interessant. Und so, wenn wir nur ans Körper checken, dann das Vers, dann sagt es ein bisschen so, dass das Wort deine Sehnen, Nerven und Udern, like das Gott sein Wort, das kann das alle in eindelen. Weet je, wenn ein Doktor ist und der das operiert, wenn man aufpassen, wo er schneiden das, wenn nächster den Kaffee irgendwo der Wehr, eben ein Nerv oder was immer, eben geschnitten und dann ist es verbrucht. Aber Gott sein Wort, weißt du, was es sagt? Gott sein Wort schreibt in deine Gedanken an, Gott sein Wort schreibt in dein Hort an, und dort wird aufdagen, was deine Gedanken wären, dort wird aufdagen, was deine Ursache wir für Dinge tun. Da wird nicht bloß sein, was reich und artig ist, aber was noch sein, wo ist es wirklich deub in mir. Und so Gott sein Wort ist ein doppelschneidendes Schwert. Und da kann diese Dinge aufleihen. Und da kann dein Leben rechten. Und weißt du, kannst uns hier was verspielen, wo heilig du bist, oder was für ein feiner, frommer Mensch du bist. Aber Gott sein Wort wird dir einschneiden. Wir sagen einmal, dass Gott sein Wort hat mir geschnitten. Oder vielleicht ein Mensch, der einen Sinn lebt, einmal kommt der Tabu sein, er wird sagen, das Wort Gottes hat mir einfach deut geschnitten. Menschen sagen einmal zu mir, dass dort, like, von der Knoll so mit einem Hummer in den Kopf. No, like mit einem Maßer. Aber das tue nicht ich. Aber Gott sein Wort hat die Autorität in das Reich, in der Macht, in der Kraft, um die einschneiden, um deine Gedanken aufleihen, um aufdagen, was deine Intentions sind, was deine Ursache für Dinge tun, was deine Gedanken, was dein Hort, was soll das tun. Und weißt du, wir sind fähig, alle von uns, ich kriege es als du, dass wir Menschen eine Blume vermalen, was ganz arg ist.
En de mensen worden ons geloven. En weet je, wie hebben in deze laatste 3 weken of zo, al deze mensen met vertaald, wat hier nu glieder worden. En wie zijn wie de interviewen, en wie vertalen met vertalen van hoe hij Jezus aangenomen, was in je eerste leven. Weet je wat? Die kunnen ons een bloem vermoeden, wat zeer stroom zit. Maar was het im hart? Maar ik wil je niet angst merken. Wir sind geraten durch Jesus Christus. Aber was ich will merken, verstehen, ist, dass das Wort, die Bibel, hat das Reich, die zu richten. Das Wort hat das Reich, die in einzuschneiden, die zu sein, wo die Gedanken reich sind, oder wo das reich ist, oder was nicht reich ist in uns Leben. Und so das ist sehr wichtig, dass wir uns richten von Gott sein Wort. Ich will Ihnen mit einer Geschichte vertellen, oder wir wollen die lesen. Sehr interessante Geschichte im Alten Testament. Aber der Punkt dahinter ist, dass Gott sein Odem jaft leben. Wenn jetzt Gott den Mensch mögt, dann sagt er, dass Gott mögt den von ihr. Da wie mir diese Werk noch war, sehr interessant, dass ich ein bisschen Lied von den menschlichen Charpen, an sie sehen, und Nerven, und all an die Dinge, was an uns Charpen, like, dass die Knerkes taub holen, und dass meine Hänge rumschließen können, und all die Dinge, like, ans Charpen, wunderbar gemerkt. En dat is plus een beetje boven even, dus nog weit meer door wieder nahen, wanneer we bij DNA zijn en al die dingen. En zo ans Charpas wunderbar gemerkt. En zo, we mal deze Geschichte lesen. Ik wil niet die Versen hineindachen, bloß die Schrift steht in Hesekiel 37. En ik wil de eerste 10 Vers lesen. Dan werden we door 4 Punkte uitnemen van wat hij hier zegt, wat we van der willen voor ons aanwenden. Hij zegt dus dit, ik feil de kracht vom Herrn op mij kom, en hij bracht mij durch den Herrn zijn jes ruut, en staal mij midden in een vlakke toel. En alleween in dat toel lagen knerkes. En hij wijst mij door alleween raam, en door weer zeer veel knerkes in dat toel, en die weer ganz dreig. En hij zei zu mij, horch einmal, Menschen sehen, kennen diese knerkes noch wahre leven? En ik zei, Herr Gott, dat weet bloß du. En hij zei zu mir, prophezei einmal diese knerkes en zei zu an, je verdrehte knerkes, horch nur, was der Herr uns sagt. Dit is wat Gott der Herr zu diese knerkes sagt. Horch einmal, ik wil ware den Odem in je brengen, dat je ware worden levendig zijn. Ik wil sehen und je merken en Fleischloten op je wassen. Ik wil je met huid betragen en je den Odem geven, zodat je leven worden. En je worden weten dat ik de Herr zie. En ik red zoals mij dat opgegeven weer. En weet, dan hier ik wat, dat klopt reich zoals de knerkes einer anderen toekheim. En als ik door zo kijk, zag ik dat door zin en vlees en de ontheim, en dat die met huid betrokken worden. Door we aber nog geen Odem in aan. En hij zei zu mij, red zu den Odem, red du Menschen sehen, en zei zu den Odem, dit is wat Gott der Herr sagt. Odem, komm her von der Feuerwind en pus op deze Dodes, zodat sie waren levendig sind. En ik red, zoals hij mij verzet, en dan kwam de Odem op aan, en zij kregen waren leven, en zij stonden op, door wie een grote Herdmenschen. Nou weet je, dit is een zeer interessante beeld. Zo Ezekiel, de profeet, de geest Gottes neemt hem nu een tool. En door in dat tool, door liggen knerkes, zeer veel knerkes. En weet je, dit weer niet, ik weet niet wat het Duitse woord is, maar dat weer niet skeletons. Like een skeleton, dat is van menselijke charp, maar de knerkes zijn nog taub. Je zegt vielleicht mal, wo je was, bij een dokter, dat traagmerk, en die heeft dus een knerkes van een mens. Een skeleton, nennen we dat op Engels. Vielleicht heb je als het Gebeine oder so was. Aber anyway, hier in das Tool, die knerkes sind nicht mehr taub. Die sind verstreut, eigentlich dort ist das voll von knerkes. Weet je, wenn wir hier wohnen, Usaker haben, und das Feuer ist dann al 20 Jahre was, die Tje und die knerkes legen sich alle verstreut ran. Und dann sagt Gott zu des Prophet, er soll prophezeien, er soll sein Wort über diese knerkes reden.
En dan zegt dat vangt aan te kloperen. En weet je, de knerkers komen top die jachten, die rutschen top in dat bein. Onjuist in de bovenste waren top en zo weer. Het is meest niet te denken wat hier passiert. En dan zegt er was een zeen en mossel en al die dingen aan en vlees en huid. En dan te laat. Dan zegt er bloos den Udem in aan. In zijn leven. Nou weet je, dit is een beeld van Israël. Dit is een beeld van waar God Israël wat waar het zum leven brengt. Dat is wat ik geloof. Du kan anders leven van de West. Maar ik geloof dat heeft te doen met Israël. En dat is een profetie van waar God Israël waar wat terug zum leven brengt. Maar dat is een thema van een andere dag. Maar hier zijn 4 dingen wat we willen nemen. God zijn Odem brengt verständnis. Weet je, hij zegt zo dit. En hij zei zu mij, horch eenmaal mensen zijn. Ken deze knerkers waar leven. En ik zei, Herr, du weißt dat. Hier is de punt wat ik hier wil merken. Weet je wat? Dit boek, dit woord, heeft some dingen bij wat ik en du moeten zijn. Weet je wat? Bloos God weet. Maar bloos weten dat bloos God weet, is het niet een leer is. Kijk schon wat ik zei? En zo God zijn woord, God zijn yes, en dit woord brengt die verständnis. Vielleicht was het never alle verstaan. Maar God zijn yes kan in ons neerkomen en hij kan ons helpen, dat we verständnis krijgen. En zo hij zegt dat, du weißt dat alleen, Herr, ken deze knerkers waar leven, wat weet ik daarvan? Maar God, du weißt dat. En weet je, in mijn dien leven zijn vielleicht some dingen bij, wat zich nou door die knerkers valt, en we wonderen, like, kan dit waar leven? En de antwoord is ja. Vielleicht habe ich nicht verstanden, wie kann ich sein, aber Gott kann, Gott weiß. Und so das ist der Punkt hier, dass Gott weiß. Er sagt es nicht, aber was einem verstehen merkt, kommt durch den Geist von dem, der alle Macht hat. Und so, die Männer da in Hiob, und die Schicht von Hiob, die unterhalten sich. Und das ist, was der einer sagt, dass uns Verständnis, wenn sie glauben, sich alle klug zu sein, und was alle artig ist mit Hiob und so weiter. Und so, das einer sagt, weißt du was, uns Verständnis kommt wirklich von den Geist Gottes. So, wenn wir das Buch lesen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir dort Gebetsfall tun, wenn wir den Heiligen Geist fragen, dass er uns dort was aufdagen, was mir von dir fehlt. Du nicht das Buch zu siedeln, wenn du nicht alles verstehen kannst, was hier drin ist. Und bloß wenn ich das nicht verstehen kann, merkt nicht, das sage ich nicht, dass das dann ordentlich ist. Wie bleiben einmal, Tim, dass es so ist, Tim, dass es Wahrheit ist, damit ich das verstehen kann. Und das ist aber nicht so steht. Und so dort wird, dort lebt. Der zweite Ding, also Gott in Odem bringt Verständnis, Gott in Odem bringt Ordnung. Und ich rede so, mir dort abgegeben wird. Und weit dann hier das Wort, und dort klopert reich so, dass die Knerkes einem anderen topkommen. Und weißt du, das Tool, dort wir verstreut, dort wir durcheinander. Aber als Gott sein Wort geredet wird, über das Tool, als die Odem Gottes sozusagen rütgepüßt wird über das Tool, dann gibt es Ordnung. Und die Knerkes rutschen war der Top, wo die Hand hier und dort klopert, sagt dann, die Sehnen, Muskeln, alles, was du eben. Und das war die Ordnung. Wir leben in einer Welt von der ist so ein Tool voll deutsche Knerkes. Diese Welt ist durcheinander. Die Glaubens in dieser Welt, die sind verdreht. Lass mich bloß ein paar Dinge, wie, das sind Hunderte sonst das, aber es sind ein paar Dinge, was hier anpassen. Eins ist, was wir im Englisch nennen, Gender Confusion. Menschen wissen nicht mehr, was sie sind. Sie sind jung oder ein Mädel. Und so dann wir mal eine Operation durchgehen, zum mal von einem jungen Mädel merken. Und das sind Dinge, die viel passieren in der Welt von dir. Und weißt du, das sind durcheinander in der Welt von dir. Menschen, die haben das Wort zu siedelig, der Teufel hat könnte Menschen so verdrehen und über einmal weit wir nicht mehr, wer wir sind. Und so ich identifiziere mich mit einem Baum. Oder ich identifiziere mich mit einem Hund. Oder ich sehe nicht mehr einen Mondsmensch, ich sehe nur einen Frühmensch. Und so das sind Dinge, Gender Confusion, nennen wir das auf Englisch. Und so das sind Dinge, die in der Welt sind. Ich lasse mit nur von dort von dieser Werk. Und so ja, like Menschen, die das studieren, Psychologen, können wir vielleicht sagen, oder sie sagen, dass es nicht, dass ein anderer wieder das Problem ist hier bin,
Das Problem ist in uns Denken. Aber wir haben uns so lauten anbilden und so sei es dann gehen, dass das erst bloß einfach so steht. Wir weit nicht mehr, dass Menschen wirklich von Horten dort leben. Das ist nicht bloß was angebildet können sein, das ist einfach ein Denk, was Menschen glauben. Und aber das ist ein Denk, was verdreht ist in unserer Welt. Noch ein Denk, was hier mit ankommt, das ist die ganze Homosexualität. Like dat ik sie onttrekken ten andere man, 2 mannen te bevrijen, 2 vuurs te bevrijen, al zo'n dingen staat. En zo dat is een ding, dus zijn we alle bekend met. Ik weet niet, in onze jeugd, eentween wat ik al heb laten omenderen van jong naar vrouw. Van jong naar een jaar en mansmensen naar vrouwmensen. Maar dat je veel mank ons wat kampen met homoseksualiteit. En we weten niet meer, like, wat onze seksualiteit is. Zie ik een jongen en een jaar, ik zie attracted or onttrekken ten jong, wanneer ik een jong zie, dat soort dingen. Daar hebben we veel mank ons. En wie kan manchmal, zou je die dingen rechten en verdomen, en weet je, die zijn erg. Dat is een verdrehen waar ik van denken, maar dat is bloß einfach een ding wat van jou in de wereld is aangekomen. En zo dat is een wereld van dode knerkers sozusagen. Dat is daar geen onder. Dat is niet meer zoals Gott het gemerkt heeft. Een man, een vrouw voor levenstijd. En nu hebben we 2 mannen en 2 vrouwen stopt. Meest niemals voor levenstijd, wenn de verhältnissen zijn meest einmal sehr kort, aber nicht immer. Aber dat is een verdrehen waar ik van denken in onze wereld van jou. Nog een ding wat in onze wereld van jou verdreht is en in einfällt, dat is op een vrede leven. En dat hebben we hier mank ons. Veel te veel. En zo ik ga mal op mijn kaas verspreken met mijn vrouw toe te zijn voor levenstijd. Er gaat een slechte deel, maar dat talt niet meer, dat is uitgeraand. En zo nu kan ik dat te zien dan met een andere. En zo we hebben nachtbeds ontstaat, mank ons. En zo dat is een verdreven ding in onze wereld van jou. Ze zeggen ons van jou in Noord-Amerika dat 50% van alle eigen verbrechen in de kerk, man Christen. En dat is iets wat schrikkelijk erg, want dat zo is. En ik heb voor God mensen verspreken met mijn vrouw toe te zijn. Oh, wat je dan weer fan, maar nu, je zal niet meer zijn. Ja, 20 jaar ohne Wutter, oder ohne Wutter, meine ich. En zo feilen zijn mensen zich. Weet je, en we zijn ons oneinig geworden, we zijn ons dol geworden, en we zijn ons geen eeuwig gekomen, dus geen vergeving meer. En zo nu gaan we in een, en dan een andere vrouw met Jan, en we met de 3e, 4e en 5e, zoals Jan een vrouw daar in Samaria. Maar dat is een verdreven ding in onze wereld van jou. En weet je, we worden dat niet fixen in deze wereld, of wat immer euer worden. Dat is een profetie, niet een zo'n goede. Aber in ons valt, wordt het euer worden, dat kan je garanteren. En de oorzaak waarom dat euer wordt, is, we nemen dat dollar en dollar aan. Dat is niet meer zo'n grote schande, zoals we. Als mijn mama, die wir met haar man in een, weil mijn vader had ons verloren, aber zij wir die einzige vrouw in een ganze kolonie, wat we wisten, wat er staat weer. En dat wir een schrakelje schande. Van jou is het niet meer staat. En zo van jou is dat meest krijg normaal, wat we zijn. En dat is niet, dat is een verdreven ding in onze wereld. In de familie, ik las deze week en ik hoorde een beetje naar wie families in de stad. En er zijn gewisse groepen mensen in de stad, in gewisse steden, 80% van alle kinderen wassen op. Bloß entweder met mama oder papa toe. Wenn die Lied sind eingegangen. De wenigste van dat heeft te doen met dat een of de andere gestorven is. Dat heeft immer te doen, meest immer, met dat die zijn eingegangen. Dat is een verdreven wereld. Een wereld vol dode knerkers. En weet je, er zijn nog veel andere dingen. We kunnen nog alle handen opnemen wat het met drugs van de wereld is. En ons ganze Krieg in onze jeugd heeft te doen met drugs en wo we willen drugs wiederführen en zo wieder. Ik weet niet of dit nog zo of dat is. Kan men hem hier, niet? It's amazing. So je leven niet aan wonder, niet? Ja. Maar weet je, dit zijn dingen wat in onze wereld verdreht zijn. En zo, dat zijn dingen waar we worden immer alle met schaffen. De derde ding, God zijn odem brengt kracht. Dat zegt zo steeds, ik wil zien en je non merken.
dann sag ich wieder, als ich durch so checkt, sag ich, dass durch Sehen und Fleisch und den Nonschein. Und weet je, durch kein Kraft nennen, diese Menschen. Und dann der letzte Ding, er sagt, Gott sein Odem, jeft ent Leben. Gott sein Odem, jeft ent Leben. Und weet je, diese Deutsche Knerkes, die können einmal taub auf Gott sein Wort, durch kein Kraft nennen, Sehen und Muskeln, und dann sagt er, nicht bloß den Leben ja Odem tun. Ich habe manchmal gesagt, glaube ich in diese Botschaften, dass die Antwort für die drei Knerkes in dieser Welt, das ist Gott. Die Antwort ist Jesus. Die Antwort ist die Bibel. Das Buch, die Bibel, hat die Antwort für das. Was ist dein Leben? Das ist uns Brot, das ist uns Wutter, das ist uns Odem, jährliche Red. Was verhungert, verdarsch, stärkst, wenn ich es nicht lauf. Ich will dir das an Hort leihen. Wenn wir nicht so sein als deutsche Knerkes, wenn wir Gott sein Wort lesen, wenn wir dort bleiben, wenn wir dort annehmen, wenn wir nicht so denken, weil das kann ich nicht verstehen, sondern ist es nicht so. Und wenn Gott sein Odem kann die Leben geben. Vielleicht bist du hier und du kannst Jesus ruhig. Und dort fehlt, dass Gott wird sein Odem in die Länder, jährliche Red, und dass du kannst ableben. Gott sein Odem über die Jaft leben. Weil wir noch zu beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade. Dankeschön für deine Leib. Ich danke dir, Herr, dass dein Odem leben jaft. Und Herr, dass wir da in Ezekiel sein, dass die deutsche Knerkes in der Tol, die kommen einmal taub auf Gott sein Wort. Und die waren lebendig, du hast Kraft dabei, die waren lebendig auf dein Odem. Und Herr, du weißt unsere Horten, du weißt, wo wir sind, du weißt, wo wir glauben. Vielleicht sind wir in uns Hort, das deutsche Knerkes. Wir glauben die rechten Dinge. Wir haben dein Wort zu sie geschoben. Wir haben uns Salz zu Gott gemerkt. Wir sind Salzboss geworden. Und ich bete, dass wir uns verschalten, dass wir Buße tun. Dass wir treten dein Wort gehen, dein Wort lassen stehen, dein Wort lassen sein, was reich in euch ist. Und dass du uns kannst nie geboren durch den Odem von Gott. Und ich bete, wenn irgendwer hier von dir ist, was die nicht kennt, dann bete ich nur, dass der Heilige Geist zu dieser Person wird reden und dass dein Odem wird in die Person ankommen. Weil wir bis wieder unsere Ehe holen und beten in Gebet bleiben, das ist vielleicht die wichtigste Zeit für die hier von dir. Zum Entscheidung merken zwischen Himmel und Hell, zum Jesus anzunehmen. Und ich will mit YouTube hier ein paar Minuten wieder mit YouTube beten, wo nicht alleine ist, wo ich kann Jesus annehmen. Vielleicht sagst du, weil ich sie bloß zu schlecht. No, du bist nicht zu schlecht. Er ist krieg für die, als er hier Jesus ist hier und er lügt für die. Das ist alleine, der ist für die. Weil wir zu beten, wenn hier somebody ist, was du will Jesus annehmen, betet ihr Bet. Und wenn du all hast Jesus angenommen, bet bloß mit. Das ist ein Dort, bet bloß mit. Und das ist ein Kartet Gebet. Und Jesus ist drüben in ihr Reich und er kommt und was in ihrem Leben ankommt. Weil wir zu beten. Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube dir an, komm in mein Leben. Ich nehme dich an als mein Herr und Heiland von dir. In Jesu Namen. Amen. Hey, wie frei uns, wenn du hast das Gebet. Und sagt den Himmel, wenn die Sünder sind, was Jesus annehmen. Da sind im Himmel sind Engel, die sich freuen. Und wie frei uns auch mit dem mit. Aber hier sind ein paar Dinge, was ich dir verraten, was du kannst tun, zum wieder was. Und du hast Jesus das Gebet gebeten und du sagst, okay, was soll ich nun tun? Ein paar Dinge, was du kannst tun. Wie sei ein Lebenswasser, das Glauben kommt, das erste Jesus annehmen im Glauben, so Glauben und dann kommt Taufen und dann kommt Wasser. Und so, wenn du hast Jesus angenommen, dann würde ich die verraten, sign die ab zum Taufen im September, sometime, wo wir ein Taufast haben, oder im Oktober, meine ich, Lothar im Jahr, was ein Taufast sein. Und das andere Ding ist, wir haben eine Vision-Klasse, die wird im September anfangen. Im September kannst du die Klasse gehen und du kannst lernen, was Gott sein will, als über dein Leben und beten mehr von dieser Zeit. Aber wir freuen uns, bis du das Gebet hast. Wir freuen uns mit dir. Thank you.
wie war gelegenheid geven dat je kan geven, de offering en ook de announcements. Ik geloof de announcements waren ons aan. Are we good? Yep. Hi, ik ben Pastor Steve en we willen Jezus zijn Geschichte vertellen op Weihnachten en we willen dat doen door Drama. We worden dat over 3 weken doen. We worden vertellen van zijn dood, van zijn leven en van zijn geboorte. En ons fehlt die hulp dit te doen. Ons fehlt grauwfrasch en ouderen en jugend en kinderen. Je zijn alle welkom. Ik wil vragen dat je een opzijn doen deze maand nog, juli maand, bij de informationsstash, wanneer u geïnteresseerd bent ons te helpen. We worden met die reden en die zijn wo du helpen kost. Help ons deze Geschichte vertellen van wer Jezus is. Lust om je help wie doen waar deelnemen aan den Turning Point Youth Camp in Wapoka. Das Youth Camp ist für alle Jugend von 14 bis 24 Jahren. Der Thema ist Turning Point, Raum drehen. Und wir wollen verschiedene Redner haben. Lebenswasser Jugend wird durch die Anbetung online. Und der Preis für diesen Monat ist 1.800 Peso. Und in August ist es 2.500 Peso. So, wenn ihr das interessiert hat, würde ich Ihnen kurz anschreiben, hängt beim Information Desk. Wir freuen uns so sehr, ob wir dieses Jahr wahr worden in Kindertag haben. Das ist ein von den geradsten Deel für die Familie bei Lebenswasser. Und so dieses Jahr wird dort Juli, den 28. sein, Klock 3 Nummer fängt dort an und dann ganz bald zu Uwes. Du wirst Games sein, du wirst guter Games sein und auch Wort für die Älteren. Du wirst Fried-Unkas sein für alle und nu Unkas habe ich ein Special Worship Concert mit Fireworks. So Kinder lud deine Freunde an, lud deine Älteren an. Und Älteren bringen Lawnchairs und 3 Kleider und Kuhbrüt für diesen golden Tag. Jeder Sonntag, halb auf Samarias an der 2. Klosterstufe, habe ich hier eine Gebetszeit. Wir wollen Ihnen alle gleich einladen, dass Sie kommen und mitmachen in Lebenswasser und Städten an Gebet. Das ist alles von mir, von der hat in golden Sonntag. Ik wil vragen dat je opstaan. Mijn vraag dat je zijn een levenswasser. Ik was, ik hoop je hebt dat schijn gegaan. En je hebt wat geleerd hier vandaag. Ik wens je in Gottes Segen, wanneer je uitgaan. Voor hem Himmel, dank zijn eenmaal dat we kunt hier taub zijn. En we kunnen die woord zo klaar hier. En ik weet dat ze zijn over iedereen hier nu. Wanneer ze van hier gaan, ja, hol en zeggen. Ja, we hebben een goede dag. En beten zijn in Jezus naam. Amen. Had een goede dag, wat waar zijn.